Release von Cyberpunk 2077 war in vielerlei Hinsicht denkwürdig und wird so schnell nicht vergessen werden. Ich würde hier am liebsten darüber berichten, wie toll das Spiel ist und wie CD Projekt Red es geschafft hat, dem enormen Hype gerecht zu werden. Doch leider ist das nicht möglich und das liegt alleine an der Firma. Sie haben über Jahre die Marketing-Trommel gerührt, um so viele Spieler wie möglich dafür zu begeistern. Sie haben ihren guten Ruf dazu verwendet, Leute zum Vorbestellen zu bringen. Und am Ende haben sie ein unfertiges, kaputtes Produkt veröffentlicht und das nach mehrmaligem Verschieben und einer eigentlich nicht angedachten Crunch-Phase. Das Schlimmste ist jedoch, dass sie dieselben miesen Tricks angewendet haben, für die andere Firmen in der Industrie angeprangert werden. Sie haben Probleme unter den Teppich gekehrt und sie haben Reviewern einen Maulkorb verpasst, damit niemand darüber berichtet. Wenn es jetzt noch Mikrotransaktionen gäbe, könnte es glatt ein Ubisoft-Spiel sein. Es kommt einiges zusammen und CDPR verspielt sich seinen über Jahre aufgebauten guten Ruf. Dabei hätte es gar nicht so kommen müssen. In Cyberpunk steckt ein unglaubliches Potenzial, doch es wird zurückgehalten von fragwürdigen Designentscheidungen und unzähligen Bugs und Glitches. Und es verhindert durch schwerwiegende Fehler und Crashes, dass Millionen von Spielern überhaupt spielen können. CDPR hat's verbockt und ist jetzt in der Bringschuld. Hey Vi, ich hab da einen Kunden. Keine besonders helle Leuchte. Der sitzt bis zum Kinn in der Scheiße und muss dringend aus NC weg. Mehr Infos anbei. Jo, Servus zu diesem Video. Vorerst einmal ein kleiner Gedankengang in Richtung Darion, falls du das Video jemals sehen solltest. In der Kanalinfo-Beschreibung oder in der Kanalinfo hast du einen Link zu einer E-Mail-Adresse von mir. Schreib mir einfach an, wenn du entschädigt werden willst, dann zahl dir das bisschen da, die Minuten. Das kann man sich alles ausreden. Ist ja alles zusammen, kein Problem. So, und nun zu diesem, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, traurigen Thema. Ich rede jetzt nicht von Potenzial, ich rede von dem, was daraus gemacht wurde. Ich bin im Laufe des letzten Jahres sehr stutzig geworden, im Sommer irgendwann einmal, wie es geheißen hat, die ganzen Lockdowns, die ganzen Homeoffice-Geschichten etc. etc. Viele von euch werden Homeoffice gewesen sein. Ich für meinen Teil habe mir das Arbeiten gegeben, wie vielleicht viele von euch auch. Und was soll ich sagen? Es ist schwierig. Ich habe mir dann irgendwann einmal die Frage gestellt, da war mit einem Arbeitskollegen drüber geredet. Und dann sind wir zu einem Punkt gekommen, zu einem gemeinsamen Nenner in der ganzen Geschichte. Wie will man im Homeoffice ein Videospiel fertig bringen? Mit was ich aber nicht gerechnet habe, dass das in so einer Katastrophe endet wie in diesem Spiel. Ich sehe jetzt nicht unbedingt das Potenzial in dem Spiel. Nö, ich war neugierig drauf, was ein Entwickler, der bei Witcher 3 komplett weggeht, zu sowas hin macht. Du, die Stadt, das was ich bis jetzt gesehen habe, die Stadt ist schön designt, ist alles recht relativ schön und putzig, ist alles relativ schön zum Anschauen. Aber dass Videospiele entwickeln nicht einfach ist, das kann man vorstellen. Ich bin zwar selber kein Entwickler, aber für das bin ich schon zu alt. Wenn ich nicht vergiss, blendet er da jetzt was ein. Ich kann da die Namen oder diese Bezeichnungen für etwaige PC-Grafikeinstellungen, ich kann dir diese nicht einmal rülpsen, furzen oder geradeaus sagen. Ich weiß es nicht, was das alles heißt. Ich hab mir müssen im Internet schlau machen, dass ich mal sehe, bitte, was wollen die jetzt von mir? Hä? Ja, keine Ahnung, fragen mich bitte, ich bin eine technische Pfeifen, was das angeht. Ich glaub, den Arsch, den ich euch gleich sagen werde, da bei den Spaziergang, ich glaube, das ist das Schönste momentan. Ja, na gut, ich muss ja für meine weiblichen Zuseher auf den Kanal, da habe ich 2 Stück, die Marlene von Guincun und die Frau Adventure von Adventure Exploring, die müssen halt einmal geile Ärsche sehen.
Ja, jetzt gehen wir wieder weg zu von geile Ärsche hin zu geile Spiele. Mit was ich aber nicht gerechnet habe. Ich bin dann schon stutzig geworden, dass die nur PC-Gameplay sagen und nichts von der Konsole. Stutzig bin ich geworden, wie es geheißen hat, die machen im Lockdown 9 verschiedene Versionen. Das kann nicht hinhauen. Und da bin ich dann immer stutziger geworden. Und immer stutziger und immer stutziger. Und was dann rausgekommen ist, das sieht man ne? Ja, Darion, die 10 Minuten habe ich gesehen. Ich habe gesehen, der Jim Sterling hat das Spiel in der Mangel gehabt. Ich kenne den seinen Stil mittlerweile. Ich weiß, wie der Breakpoint verrissen hat. Der dicke Hund für Cyberpunk wird erst kommen. Der Thunderlord macht auch Review über das Spiel. Ui, 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 ui. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich wollte eigentlich Let's Play dazu machen. Wir haben jetzt ein bisschen anders entschieden. Ich werde mal das Spiel, wenn ich einmal bei Zeiten lustig bin, spätestens ab April einmal vornehmen. Es sollen noch Updates kommen für das Spiel, zwar größere oder mehrere, was weiß ich, was die vorhaben. CD Projekt Red ist da sehr vage in seinen Aussagen und nur herumdrucksen, was sie vorhaben, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist mir momentan aber auch wurscht. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht weiß, was die vorhaben. Endeffektlich, ich werde bis April mit diesem Spiel warten, werde die Updates abwarten. Wahrscheinlich werde ich das Spiel in der Zwischenzeit wieder deinstallieren müssen. Schöner Tag, oder? Ja, das war Bauchrednerin vor Beruf, ne? Ist Legion, denn von uns gibt es viele. Aha. Ja, und Legion hat es in Mass Effect auch schon gegeben. Im Teil 2. Trottel. Ich werde bis April mit dem Spiel warten, ich werde es jetzt wieder deinstallieren. Und dann, wenn neue Updates herunter sind, wird es dazu aufgeladen und dann werde ich anfangen damit. Ich werde das aber dann so gestalten auf meinem Kanal, dass es, wie ich es einmal in einem neuen Sendeplan gesagt habe, ich werde da den da einblenden. Ich werde es aber dann so bringen, dass es außerhalb gut und bös gemeinter Sendezeiten ist, um 22 Uhr. Sollte es kommen, hat es mir gefallen, sollte es nicht kommen, hat es mir nicht gefallen. So werden wir es machen. Ich habe zwar wunderschöne, in der Edition, die ich mir da beim Müller um 55 € gehabt habe ich zwar wunderschöne, wie sagt man, da habe ich so wunderschöne Postkarten dabei und wunderschöne Sticker, wunderschönes Weltkompendium. Und zwar mit die Vergangenheit, die Geburt von Night City und etc. etc. Das ist alles wunderschön beschrieben, es ist wirklich alles schön aufgedruckt, gell? Also wirklich hochwertig qualitativ, gell? Vorn am Cover hast du in männlichen Wie, gell? Dann steht da oben PC digitaler Download, der Boxinhalt, der Spielecode, der Original Soundtrack auf 2 CDs, dann ist, wie ich schon gesagt habe, der Aufkleber, Postkarten, die Karte des Spiels mit einem wunderschönen USK ab 18 Fuhren drauf, männlichen Wie, habe ich schon gesagt, PC, digitaler Download, etc. etc. Ja, ist alles wunderschön, gell? Qualitativ hochwertig, also da muss man den Erstellern wirklich Lob aussprechen. Und ja, das ist halt alles wunderschön gemacht, gell? Ich habe jetzt aber nur 6 Stunden damit verschissen, dass ich die Grafik so halbwegs hinkriege. Ich schaue gerade nebenbei noch da unter meinem zweiten Monitor, ob ich da was finde. Nö, habe ich alles? Nö, passt, habe ich nichts mehr, was das angeht. Wie gesagt, ich versuche mich noch zu kurz zu halten. Es ist, ja. Wisst ihr was?
das waren also ein paar Gedanken zu dem Spiel. Oberflächliche Gedanken. Es ist eh schon alles gesagt worden. Mein Kanal ist relativ gut versteckt, außer du suchst Cyberpunk, dann wirst du das Spiel finden. Und ich lasse jetzt noch, ja, die paar Minuten oder die 1,5 Minuten Atmosphäre. Kannst du noch ein bisschen was anschauen dabei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich werde weiter aufnehmen. Elder Scrolls Oblivion. Baba dabei. Herrlich. Ich bin ehrlich, ich finde das ganz schön herrlich. Rocky Balboa. Urasack. Na was das, wir prügeln uns gleich mal. Du kleine geile Sau, du. Nehmen wir mit. Brauchen wir nicht, aber die Dietriche nehmen wir mit. Brauchen wir einen Steinkrug? Nö. Ja, das ist doch mal eine geile Idee. Eine Schädelkerzen. Damit du immer weißt, wann das Licht aufgegangen ist. Ich weiß. Abgedecktes Gefäß. Ja, das ist sicher ein alter Tati gewesen. Ein alter Tatakreis. Was? Oh. Hey! Komm her dazu! Muss ich noch ein bisschen heilen? Speichern. Hihihi. Aha. Also dieser Bär musste ja gewaltig große Füße gehabt haben für diese Bärenfalle, ha? Wahnsinn. Ja, das war Fasel, du Trottel. Das hat mich schon immer fasziniert. Da hast du 70 Millionen Monde und ja, eh schon wissen, um was es geht, gell? Okay, was haben wir da alles? Oh, eine Höhle, einen Wolf. Kennen wir? 181. Wolfsfell. Na, wurscht. Nehmen wir es mal mit. Steck dein Schwert weg, mein Söhnchen. Du wirst es nicht brauchen wollen, müssen, tun, dürfen. Oh. Ja, was haben wir denn da? Kraft aus einer Quelle. Also das ist 1 Kilo, ich glaube das wiegt 10 Kilo. Aus. Was haben wir denn da alles, ha? Oh. Na schau da. Oh. Eine Spitzkacke. Stoff. Für was braucht man einen Stoff? Kannst du mir das verraten? Naja. Wir werden es Chance finden. Irgendwann, irgendwie, irgendwo und warum. Schon wieder eine Festung. Ich kann jetzt nicht in jede Festung reingehen. Au! Mist! Dietrich nehmen wir mit. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen werden?
Ich habe eine Idee. Wir werden jetzt dann mal die Heilung spielen lassen und werden uns dazu mal hochheilen, so gut es geht halt. Was ich auf jeden Fall probieren möchte, ihr findet nichts Nützliches. Was ich auf jeden Fall probieren möchte, mit ein bisschen mit diesen Kräutern und Stampfern und Mörsern spülen. Mhm. Mal schauen. So. Ich hab's ja gesagt. Aus. Oh. Was ist das da? Rund um die Alchemie. Aha, okay. Also zu viel Alchemie wird es bei mir nicht zeigen, weil sonst explodieren wir gar noch. Okay. Erdbeeren. Lecker. Oh. Trank der Dämpfung. Oh, was wird denn da gedämpft? Wiederherstellen Intelligenz. Oh. Messing. Oh. Kostet nicht viel und bringt ein bisschen ein Kleingeld mit sich. Wie gesagt, ich muss mich erst daran gewöhnen, dass auf E springen ist. Klingt komisch, ist aber so. Weißt du, wie das ist, ne? Die Sendung mit der Maus und solche Sachen, gell? Ja, voll geil. Was haben wir denn da? Schneller Welt, einer von den zwei greift uns jetzt sicher an. Bingo. Au. Ihr bewegt euch wie eine schwangere Kuh. Was? Ich werde euch Wie eine schwangere Kuh, Alter. Hast du am gehört? Und er für Blitzbirnen. Was haben wir denn da? Eisenpfeile können wir mitnehmen. Wir sind nicht gleich, Alter, wir sind nicht gleich überladen auch schon. Was hat denn die Dame noch mit? Nix, ne? Ah. Was hast du mit? Idiot. Als würde ich es nicht wissen, ich will es auch nicht missen. Also, singt man nicht, gell? Mein Gott, na, das muss ich mir auch irgendwie anstellen. Warte mal, vielleicht kann... Wenn ich mit der Maus ein Stück weiter oben gehe, dann ist nicht immer die Einblendung da oben. Bin mal gespannt, welche Abenteuer uns noch erwarten in diesem wunderschönen Spiel. Zaster her oder setzt was. Ich meine, will mir da jeder verarschen? Nein, nimm das von mir, wenn du kannst. Der hier zieht dies sogar vor. Ihr werdet mich nie besiegen. Ah, Scheiße! Nein! Au! Ja! Ich wollte doch eigentlich nur da ein bisschen in den Süden spazieren. Was ist denn mit euch los? Ihr Rumpolzkirchener. Naja, Rumpolder halt da, immer Dummscheißer. Okay, ihr seid zu schwer belastet, das fängt schon wieder gut an. Was können wir denn weg tun? Weg.
Eisernes Langschwert. Ist das der Schaden? Ich glaube. Wie haben wir denn jetzt? 170. Passt. Wir verbleiben mal so. Ich wollte doch eigentlich da in Richtung Süden. Südöstliche Richtung. Ihr Primadonnen. Mal herrlich. Hey, das schaut ja geil aus da. Vielleicht kann man sich da hinruhen. Ausruhen, erruhen. Wurzelbrei. Na bitte. Da geht nix. Ginseng. Flachs. Okay, Goldrute.